Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin da mit einem ganz speziellen Gast und zwar, wer bist du? Hallo, ich bin Lara vom Kanal Larouche. Genau, sie macht auch YouTube. Du machst dann auf Hochdeutsch YouTube und wir haben ihr das erste Video auf Schweizerdeutsch haben wir jetzt gerade gedreht. Also wir haben das Video bei ihr gedreht. Was haben wir denn gemacht? Die dümmsten Gesetze haben wir uns gegenseitig erzählt und ja. Also es hat wirklich teilweise so dumme Gesetze, weil ich mir echt so denke, was ist mit der Menschheit passiert? Also wirklich, das ist mega lustig geworden. Darum geht doch mal vorbeischauen, es ist gerade der erste Link in der Infobox. Aber was machen wir auf meinem Kanal? Wir haben uns, wie ihr wahrscheinlich im Titel gesehen habt, ist das Deutsch gewesen? Nein. Wie ihr wahrscheinlich im Titel gesehen habt, machen wir das Kiss, Marry, Kill. Und zwar nicht einfach random mit irgendwelchen Menschen, sondern mit Schweizer YouTuber und halt auch noch Sänger, weil es halt leider nicht so viele Schweizer YouTuber gibt. Und jetzt kommt das Lustige. Sie kennt praktisch keinen wirklich, also so ein bisschen, vielleicht so ein Adi, Mark und Can kennen sie vielleicht so ein bisschen, aber das kennt sie wirklich so niemand. Und das ist lustig, weil dann nur sie so ein bisschen vom Aussehen dann bewerten. Oberflächlich. Ja. Sehr. Nein, und ich einfach dann halt, weil ich die Leute eigentlich so ein bisschen kenne und dann ich so ein bisschen so bewerten. Und das könnte, glaube ich, recht lustig werden. Und ich will gar nicht so viel labern, sondern wir fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Oh mein Gott, du bist einfach die Erste, die es wirklich was das erste Video. Ja! Also unter anderem ist auch mein Bruder dabei, das könnte auch noch lustig werden für mich. Aber ja. Also ich habe jetzt das paar Zettel. Ihr habt auf Insta habt ihr mir so ein bisschen Kombinationen schicken. Und ich kann mir erst mal da auf Insta folgen und ihr auch. Gut, willst du einfach mal anfangen zu ziehen? Okay, ich fange an. Okay, ich kenne von denen allen nur jemanden. Julian, Ramin und Adi. Oh mein Gott, das ist so schwierig. Ja. Also. Okay, ich glaube, umbringen würde ich den Julian, weil er ist blond. Ich bin jetzt mal oberflächlich und ich kenne ihn nicht und deswegen ja. Und küssen würde ich den Ramin. Und heiraten den Adi, weil ich ihn einfach kenne und seine Videos schaue. Also lustig, ich mache genau das Gleiche. Ich kenne den Adi also halt persönlich und darum könnte ich mir, also das ist jetzt voll dumm, aber ich kann mir meistens vorstellen, ihn zu heiraten. Und dann den Ramin, weil ich auch eher so ein bisschen der Typ bin für Braunhaarige so. Und dann den Julian. Kuss geht aus an dich, Julian, falls du das schaust. Lionel, Joshua und Flavia Stucki. Okay. Oh mein Gott, warte schnell, das ist jetzt wirklich mega schwer. Also ich muss sagen, ich finde zum Beispiel jetzt der Lionel sieht besser aus als der Flavia Stucki. Aber der Lionel hat mir zu fest so ein bisschen... Ich habe keine Ahnung von Politik, okay? Und ich habe das Gefühl, ich wäre mega überfordert, wenn ich ihn heirate. Darum würde ich den Lionel küssen. Den Joshua würde ich umbringen, weil er, ich glaube, ein bisschen zu jung wäre für mich. Und Stucki, dich würde ich heiraten. Weil, keine Ahnung, ich würde jeden Abend dann Zöpfchen machen. Nein, ich weiß auch nicht. Und du? Okay, ich würde auch den Joshua umbringen und den Stucki ihm würde ich ein Küsschen geben und den Lionel würde ich heiraten, weil er braun ist. Oh, dass es noch kurz gesagt ist, das soll absolut nichts bedeuten. Wir machen das Spiel einfach von dem her, ja. Nehmt es mit viel Humor und... Genau! Can, Adi und Mark. Oh mein Gott, ey Leute. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Vor allem, das ist erstens das Schwierigste und zweitens das, was ich am meisten wissen will. Ich habe ja auf Insta die Umfrage gemacht und etwa 50% ist nur Can, Adi, Mark gestanden. Okay, aber ich weiß es. Okay, dann sag du mal. Okay, es ist doch... Oh, es ist so schwierig, weil das sind alles so meine Kollegen von YouTube. Oh mein Gott, oh, weißt du, ich habe alle mega gerne, aber das ist wirklich... ich weiß nicht, wer umbringen. Ich würde den Mark umbringen, weil ich nicht so krass oft seine Videos schaue. Und Can ein Küsschen geben und den Adi wieder heiraten, weil ich finde ihn hübsch. Adi? Nein. Ich würde den Can heiraten, weil er ist einfach ein netter, würde keiner fliegen, etwas zu tun. Den Mark würde ich küssen, weil er absolut viele Abonnenten hat. Da könnte ich ein bisschen profitieren. Und dann würde ich in dem Sinne einfach den Adi umbringen. Aber ich habe gleich gerne Adi, von dem her. Also, jetzt kommen die Sänger. Und zwar den Luca Henny. Ihn kenne ich. Ihn kennst du. Dann den Nemo und den Mark Sway. Da kann ich auch eher, ehrlich gesagt, wegen dem Aussehen bewerten, weil ich kenne die jetzt auch nicht persönlich, außer halt ihre Musik, aber ich finde jetzt da, würde ich jetzt nicht jemanden heiraten, weil er gute Musik macht. So. Okay. Ich würde den Luca heiraten, den Mark Sway küssen, oder? Und ich würde den Nemo umbringen. Okay, ich kann es genau gleich. Schon? Ja. Ich bin nicht ganz sicher, wer ich jetzt umbringen, den Nemo oder den Mark Sway. Keine Ahnung. Nein, ich würde Nemo umbringen. Weil der andere, wie heisst der nochmal? Mark Sway? Ja, er ist ein bisschen so dunkelhäutig, also ein bisschen braun und ich mag das. Okay, Can, Sedi und Lionel. Ah, das ist mein Bruder gemeint. Ja, oh mein Gott. okay. Oh, das ist jetzt so schwierig. Weißt du, ich will meinen Bruder ja nicht umbringen, aber ich will ihn jetzt auch nicht heiraten. Oh mein Gott!
Okay, also. Ich würde den Lionel umbringen, Sadie ein Küsschen und den Can heiraten. Ich glaube, ich würde es auch so machen, ich würde wieder den Can heiraten. Meinen Bruder will ich nicht heiraten und auch nicht umbringen, von dem will ich einfach meinen Bruder küssen. Und den Lionel will ich umbringen. Also das nächste. Der Seppli MC, der Daniel Paris und der Loti TV. Kennst du irgendjemanden von denen? Nein. Okay. Ich glaube, ich würde Loti TV heiraten. Daniel Paris würde ich küssen und den Seppli MC würde ich umbringen. Ah, ich glaube ich auch. Michito, Elia und Can. Also ich glaube, ich will wieder den Can heiraten. Der Michito ist halt viel älter als ich, aber ich würde, glaube ich, den Michito küssen. Und bei Michito ist es vor allem eher so ein Brüderkuss. Und dann will ich halt Elia wieder umbringen. Sorry Elia, ich hätte dich gleich gerne. Ich glaube, ich würde es genau gleich machen. Ich hätte dich auch gerne. Nein, kenne ich nicht, aber ja. Man hat immer so ein schlechtes Gewissen, wenn man den und den umbringt. Also man kennt ihn nicht, aber irgendwie... Ach. Okay, Stefan Büsser. Andri Ragetli. Genau, und der Gabirano. Ich kenne nur den Gabirano. Ich würde den Andri Ragetli heiraten, den Gabirano küssen und den Stefan Büsser umbringen. Ich auch. Weil immer das gleiche langweilig. Aber ja, also ich kenne persönlich, also richtig geredet, habe ich mit Andri Ragetli eigentlich, mit dem Gabirano nicht schon geredet. Und den Stefan Büsser kenne ich einfach so, wir haben noch nie miteinander geredet. Aber ich finde den Andri Ragetli mega sympathischer, von dem her will ich ihn heiraten. Den Gabirano küssen, obwohl der ist nicht, du musst so richtige Leiter nehmen, so an seine Lippen kommen. Ich bin 1,55. Und Stefan Büsser ist auch mega sympathisch, aber er ist halt fast ein bisschen zu alt. Und von dem her will ich dann ihn umbringen. Dann haben wir Lersu, Sayan und Maelo. Das wird auch spannend. Okay, ich tue den Maelo heiraten, den Sayan umbringen und den Lersu küssen. Ja, ich auch. Mann, das ist schon langweilig! Ja, ist geil. Ich glaube, ich kenne fast den Maelo am besten. Obwohl ich den Maelo jetzt auch nicht mega gut kenne. Der Lersu ist ein bisschen mehr mein Typ als der Sayan. Gut, das wäre schon das Letzte gewesen, oh mein Gott! Ich muss sagen, ich habe es mega schwierig gefunden, vor allem wenn es so bei Kollegen war, habe ich nicht echt gewusst, eben so... Nochmal kurz, auch all die ich umgebracht habe, es tut mir leid. Wir haben euch trotzdem lieb. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben, würde mich sehr interessieren. Und abonniert mich doch kostenlos, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Und wenn ihr gerade dabei seid, könnt ihr einfach die Glocke aktivieren. Oh, willst du sagen, wie man die Glocke aktiviert? Und der macht so... Ja, Okay. Gut, dann schaut doch unbedingt auch bei ihrem Kanal vorbei und lasst auch ein Like da. Und dann wäre es schon wieder mit dem Video. Dann hoffe ich, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder.